Wir sind zurück beim 6. und vermutlich letzten DLC zu Dragon Ball Z Kakarot. Wobei, warte mal, 6 stimmt ja gar nicht. Entschuldigung, 6 ist ja komplett falsch. Moment. Doch, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso habe ich jetzt gedacht, das wäre falsch? Na egal. Wir sind hier bei Son Gokus nächste Reise. Es heißt ja nicht letzte Reise, insofern kommt noch mehr. Auf alle Fälle sind wir im, kann man auch sagen, schon Epilog von Dragon Ball Z selbst, der Story. Rund um das große 28. Turnier und natürlich auch um das Kennenlernen mit dem kleinen jungen Up. Aber da haben wir noch ein paar Dinge zu tun, so wie es aussieht. Und ich habe offscreen das, was wir bisher getan haben, nochmal nachgespielt. Also zumindest was die Story betrifft. Warum das? Weil ich ja gemerkt hatte, letzte Folge, dass wir die Seelenabzeichen der anderen beiden DLCs nicht mitgenommen haben. Aber im letzten DLC, da hatte ich die alle. Ja, haben natürlich vom falschen Speicherstand aus weitergezockt. Das war das Problem. Ich habe kurz nachgeholt. Jetzt seht ihr auch hier, dass wir auch noch die Seelenabzeichen vom DLC mit Bardock haben. Bis hierhin. Also ja, natürlich auch noch die beiden von der Prinz Vegeta Geschichte aus dem Bardock DLC. Dann das DLC aus der Dragon Ball Ära zwischen Son Goku und Piccolo, dem großen Kampf. Oder Ringkampf besser gesagt. Was ein bisschen mit hier. Es sind nur 5 Abzeichen tatsächlich. Nachher guckt, es müssen auch nicht mehr sein. Und ab hier fangen dann eben die neuen Seelenabzeichen an, wie ihr seht. Ja, wir sind bereits bei der letzten Seite angelangt. Je nachdem, wenn noch alles kommt, könnte es tatsächlich sein, dass ich keinen einzigen verpasst habe. Wir werden sehen. Wir müssen noch weitermachen, ne? Bevor wir da überhaupt noch ein paar weitere Seelenabzeichen bekommen können. Wir sollen zu Muten Roshi gehen. Okidoki. Was ich natürlich momentan nicht mehr gemacht habe. Offscreen sind unsere Punkte ausgegeben hier. Das könnte man jetzt hier mitunter eigentlich wieder machen. Denke an so einen Super Kamehameha, wo ich denke, jo, das ist cool, Digi. Das kann man bringen. Ein Super Folge Energiestrahl, der ist auch geil. Genkidama X, oh ja, weggeext. So gehört sich das. Je extra, desto besser. Ja, und die anderen Punkte müssen wir mal gucken, wann wir die dann noch bekommen. Wir auch hier den dreifachen Super Saiyan noch ein bisschen abzugraden. Etc. etc. Da gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Und natürlich auch wieder hier ein paar neue Kämpfe, die es uns zu bestreiten gilt. So, warte mal. Hier ist noch Papier. Nehmen wir einfach die Drachenfaust. Gegen den Hammer X, Körperschlag, Meteorschlag. Wo ist denn, Drachenhammerangriff? Drachenblitz. Das ist komplett Neues. Ah ja, Drachenfaust. Okay, die müssen ich aber erstmal sogar normal freispielen. Okay, schräg. Moment, hier wollte ich noch was machen, wa? Die Erholung, genau. Wir haben uns zurückbekommen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich. So. Und jetzt auf und davon. Gibt es schon Sidequests? Wir werden es gleich sehen auf der Weltkarte. Nein, tatsächlich noch nicht. Okay. Dann gehen wir mal zum Kame aus und gucken, wie es dem alten Sack so geht, wa? Na, ich meine natürlich dem verehrten Muten Roshi. Muten Roshi-sama. Den perversen alten Sack. So, wenn wir hier bin, dann können wir ein paar von denen sammeln. So, groß lohnen, nochmal eine andere Frage. Kämpfe sind nicht schwer. Das denkt zumindest Son Goku. Ich bin da leicht anderer Meinung. Wenn es leichte Kämpfe kann ich einfach durchwaschen. Aber dem ist ja nicht so.おお、なんじゃ悟空か。しばらく顔も見せんで、わしがあのように言っておったらどうするつもりじゃ。
悪い。まあええわい、まったく。顔くらいちょくちょく出せ。それで今日は一体何の用じゃ。ちょっと前に父がじっちゃんに電話したんだけどさ、繋がらねえっちゅうから様子見に来たんだ。なんと。そういえば最近電話がならんと思っとったが、故障しとるのかもしれんの。なんだ、やっぱそんなことか。まあそいつは後で様子を見ておくわい。それで父は何の話をわしにするつもりだったんじゃ。そうだった。おら明日の天下一武道会に出っことにしてさ、それをじっちゃんに言いに来たんだ。おう、天下一武道会じゃと。最近はお主らも出んし、とんと見なくなったの。天下一武道会か。最初にお主らが初めて出場した時のことを思い出すわい。あ、クリリンと一緒に修行してな。じっちゃんになんかいろいろとやらされたっけ。すべて強くなるために必要なことじゃったろ。まあお主らはあっさりとやり遂げてしまったがの。ああ、オラもクリリンもいつの間にかすんげえ力出せるようになってたしな。まあさすがに優勝はできんかったがの。お主もクリリンもいい勉強になったじゃろ。あん時オラに勝って優勝したじっちゃん、今頃どうしてっかな。なに、相変わらず元気じゃよ。じっちゃん知ってんか。いや、なんとなくそんな気がしただけじゃ。はあ、危ない危ない。そっか。おほん、それでお主の調子はどうなんじゃ。ほら別にいつも通りさ、ワクワクはしてっけどな。そんじゃいがったら見に来てくれよ。ベジータとゴテ、トランクス、それにパンも出っからさ。ほう、パンもか。それは楽しみじゃわい。じゃが天下一武道会といえば妙に大騒ぎに巻き込まれるからの。今度は何が出てくるやら。ほっほっほ。そん時はまたオラたちがなんとかすっさ。はっはっは。そうじゃったわい。頑張れよ悟空。あ、そんじゃなじっちゃん。Ja, der gute alte Jackie Chun war. Dem geht's sicher gut. Sidequest einfach mal. うちにケーキかな。 Es gibt ein paar hier, also lohnt es sich sicher, die mal zu machen. Dann haben wir noch eine いい Kugel. ぞ。 Dankeschön. すんげえ木だ。 So, wie sieht's aus? Kann ich schon ein paar machen? Links KMH. Meteorschlag. Da muss eigentlich hinzukriegen sein, wa? Ah, nicht gerade viel drauf. Mist. Ja, Mist, weit weg. Tschüssi! Ja, komm nur.
Das war's. Und wir haben den Meteorschlag gemeistert. So, links kann man mehr haben. Einschlagangriff. Ja, okay, mehr habe ich nicht. Gut. Und kein dreifacher Super Saiyan mehr. Ja, denke ich aber auch, ist aber Wahnsinn. Nee, hier kein Masenko. Einschlag? Ich habe mehrere Schläge. Bam, bams. Oh, Masenko. Wow, aber knapp. Normaler Super Saiyajin. Ich finde Anzug schon richtig stylisch, muss ich zugeben. Obwohl es eigentlich relativ simpel ist, und so, aber es weckt halt so viele Erinnerungen. Nicht nur an Dragon Ball GT, sondern halt, oder an Szene von Dragon Ball Z, sondern halt auch das Spiel Dragon Ball Final Bout, womit ich damals so viele Stunden verbracht habe. Und bis du endlich mal alle Gegner durch hattest und auch Baby noch in seiner Osaru-Form besiegt hattest, das war schon übel. Oh, ist egal, das ist im Grunde so eine Ultimate-Form. Wenn er einen Super Saiyan starb. Naja, was. Gohan muss dringend trainieren, Junge. Tja, und jetzt habe ich leider keine D-Medaille mehr. Zu schade. Wir können uns noch dazu verdienen. Mit der einen oder anderen Side-Quest. Oh, haben wir noch schönes Bild. Erwachsene, okay. Was ganz anderes. Ups. Oh. Mein Telefon ist kaputt, Mann. Was? Ausgerechnet heute ein wichtiges Telefonat. すまんな。Hm? Warum hat Sex ein Spezialtelefon für sie anfertigen なん lassen? じゃ Hehe. わわ Oh, ein Dragon Ball. なんと Telefonsturm im Kamehaus. Das ist nicht euer Ernst, ey. So ein Goku als Techniker. Naja gut, Chichi wollte, dass er richtig arbeiten geht. Insofern. どうすっかな。Wir auch nicht. Wird schon schief gehen. Aber ich mich ja schon frage, warum muss Son Goku eigentlich hierher fliegen zum Muten Roshi? Er hat ja momentan Teleportation, da hat er 反応 da があった場所 bestimmt に行けばいい porten können. な。 Naja.
gehen wir halt die Störung suchen und sammeln dabei noch ein paar Kugeln. Blaue Kugel, weil Wasser. Was? Man nimmt nicht direkt. Die haben ein bisschen Power. Ja, da gehe ich lieber eine Stufe höher. Die Freezer-Truppe. Ja, wenn natürlich die Storyline von Dragon Ball Super folgen würde, zumindest Dragon Ball Super aus dem Manga, wobei Anime, ja, eingehaucht, dann macht schon Sinn, dass wir hier noch Freezer-Truppen treffen. Aber dass dieses DLC ja eigentlich nicht mehr eigenes als Dragon Ball Super mit beschäftigt und ja eigentlich eher mit normalen Storyline und damals mit Dragon Ball Z. Macht ja keinen Sinn, ja, weil Freezer sind zeitlich noch tot. Eigentlich. Knallschuss? Das hat wohl einen Knall nicht gehört. Jo, ein gutes Level Up. So, wehe, das sind wieder Prinz Pilaf und seine Crew. Was auch immer das Telefon blockiert, müsste hier irgendwo sein. Son Goku, was machst du denn hier? Wer ist denn das? Warum sollte ich nicht kennen? Ich bin ein übergebliebener Mitglied der Freezer-Armee. Aber sicher. Also habe ich eure Telefone abgehört. Ich habe zu nehmen, ob Freezers Plan umzusetzen, alles Leben auf diesem Planeten auszulöschen. Okay, es ist doch. Es folgt. Also ja, die eigene Dragon Ball Super werden hier auch für das DLC noch komplett ignoriert. Ist so halt auch gut, ne? Ist halt, das sage jetzt mal noch das Originalende von Dragon Ball Z. Ja, da ne. Und was uns eben vielleicht auch einen Weg zu Dragon Ball GT ebnet, so ein DLC davon. Kampfrote verbracht. Oha. Neue Cyborgs oder was? Und nur Androide. Ich meine natürlich ohne menschlichen Hintergrund. Der ganz normale Roboter, oder? Mal schauen, was die Blechbirnen so drauf haben. Blocken können sie. Einstecken aber, naja.
Läuft das so, das gefällt mir gar nicht. Au, au, au. Ein weniger. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir, ne? Da haben wir schon ein bisschen zu viel Erfahrung mit diesem Kampfsystem. Aber sie sind ab und zu mein Level auch viel zu hoch. Ich würde trotzdem behaupten, ich bin nicht unbedingt schlechter als damals vor x Jahren nach dem Trunks DLC. Wo dann ja aufgrund eben, dass keinen anderen Content gab, aufgehört haben mit dem Spiel. Und jetzt vor kurzem wieder neu begonnen habe damit, weil ich dachte, ja komm, jetzt sind 3 DLCs raus, jetzt kann sie wieder das Spiel wieder mal zocken. An sicher 2-3 Jahre, vielleicht sogar noch mehr Pause. Also insofern. Gerade auch beim letzten DLC, ne, das vom 23. großen Turnier, muss ich sagen, da aber doch, waren wir auch gegen stärkere Gegner. Habe ich so das Gefühl, bin noch ganz gut in Form. Aber was so Timing und Ausweichen betrifft und so. Richtig vorhersehbar. Null Problemo für uns. Du. Für einen Saiyajin kein Problem. Ja, man hat Lord Fraser besiegt. Noch ein Dämon, buh. Buh. Nicht mehr abhören. Ah, ja, dann lassen wir es halt, ne? Hä? Wo ist er hin? Son Goku, du kannst doch spüren. Hallo? Son Goku, ey. Ja, alles schmeckt lecker. Du, von Son Goku. Gefühlt. Dann noch ein paar Kugeln. Ja, ist natürlich auch klar, so wie hier wieder Freezer-Armee-Typen haben, ne? Ich hatte so gut rächen wollen. Wobei natürlich jetzt irgendwie ein Auftritt von Cooler noch irgendwie cool wäre. Macht natürlich zwar von der Lore her keinen Sinn, aber irgendwie cool wäre es trotzdem, auf eine Art und Weise. Naja. So, müsste doch klappen. Störungssignal ist futsch. Oh. Die Freeze-Armee. Oh. Die Girly-Marktbuchhandlung? Was? Das heißt Playboy. Son Goku. Ein Bademode-Magazin ist ein Magazin mit Bildern von Frauen. Ab und zu vor allem. Jeden Tag ist nicht ab und zu. Ja, aber offenbar hält es ihn fit und jung, also. Vor allem geistig jung. Und noch mehr D-Medaillen für uns, ist doch schön. Sidequest abgeschlossen. Die Frage, die mir gerade stelle, ist, gibt es noch mehr Sidequests generell? Also aktuell halt, ne?
Also insgesamt 10 Stück sein, ne? 変わんねえ Was, nicht so? な亀仙人のじっちゃんたちは 10 Stück, ja. Einen haben wir jetzt. Ja, ich glaube, also ich gehe sowieso davon aus, dass das DLC ein bisschen länger dauern wird als die anderen. Soll auch also ist ja auch der Abschluss im zweiten Season Pass und eventuell wird das letzte DLC vom Spiel zu Dragon Ball Z Kakarot, weil ganz ehrlich, noch viel kann ich mir nicht vorstellen. Klammer hat sich auch schon nach dem ersten Season Pass und nach dem DLC mit Trunks so von wegen, hey, da kommt doch nichts mehr. Waren trotzdem DLCs, wo ich sage, doch, das hat sich durchaus gelohnt. Was auch mit Son Goku zu tun hat. Nur das Bardox DLC, als auch das mit dem Ende von Dragon Ball, dann kam es natürlich Piccolo und so. Den DLC sowieso, ne? Ist ja auch das Ende von Dragon Ball Z, also insofern. Ich habe mich immer gewundert, wieso das eigentlich nicht in der Hauptstory von Dragon Ball, also vom Spiel selbst drin war. Jetzt in Tunnel macht sowieso Sinn. Wenn es dann noch mehr kommen würde, es musste sich fast um Dragon Ball GT handeln, alles andere. Also mehr kommen aus Dragon Ball Super, aber ich glaube eher, das spart man sich halt für den ersten Spiel auf. Ne? Also aktuell ist ja Sparking Zero, also neuer Ableger der Budokai-Reihe ist in der Mache. Wir hoffen ja immer noch, dass auch noch ein Dragon Ball Xenoverse 3 mal geben wird, obwohl da immer die Frage ist, ja. Und uns eigentlich die Entwickler verarschen wollen, sie noch Content und DLCs zu Xenoverse 2 bringen. Naja, lassen wir uns überraschen, ja, was die Zukunft Dragon noch so bringen wird. Auch halt leider ohne die aktive Teilnahme von Akira Toriyama. Aber ich denke mal, bei so großen Mangakas und so, die werden das schon vorgesorgt haben. Denken wir auch gerade bei Oda Ichiro, dem Autor von One Piece. Der wird sich auch, vielleicht nicht unbedingt bei allem, also vielleicht nicht gerade unbedingt bei der Realserie, die bei Netflix läuft, aber ich denke mir so, bei anderen Dingen, wenn sie sich auch einen Notplan überlegt haben. Ne? Was das Ende vom Manga betrifft, dass ich sage, hey, das Ende vom Manga habe ich irgendwo schon notiert, ich habe es im Save aufgeschrieben und die Eckdaten, was noch alles passieren soll, bis dahin auch, da ist alles auf dem Save drin, aber dann habe ich nicht alles ausgeschrieben. Das ist das kleinste Detail, falls ihm was passieren würde. Ich gehe davon aus, weil ich weiß von demjenigen bei Detektiv Conan, der hat das so gemacht, tatsächlich. Also eher, bis das Ende irgendwann mal kommen wird. Das kann noch Jahrzehnte. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich das überhaupt noch erlebe. Ich habe das Gefühl, aber ich denke mir so, es werden noch 100 Kinofilme folgen, bevor wir das Ende von Detektiv Conan erleben. Obwohl er ja das Ganze schon so früh geplant hatte und wäre der Manga kein Erfolg gewesen, hätte es viel früher beendet tatsächlich. Naja, das ist so meine persönliche Meinung, ja, wo ich mir auch denke, aber wie lange muss es eigentlich wie lange muss es solche Dinge in die Länge strecken? Ich kann jetzt auf irgendwann sagen, hey, jetzt ist Schluss, jetzt muss das Ganze abschließen. Was das Franchise selbst betrifft, und weitere Ideen, die vielleicht eine Nachfolgeserie oder so. Aber das ist alles ein anderes Thema. Gut, haben das auch gemacht. Well. Das gelenkte Kamehameha noch irgendwie machen soll. Ich meine, es verbessert der Art von Kamehameha, okay, aber ja, könnte ein paar Kunden investieren, aber ja später. Weil ich finde die Dinger hier eigentlich doch wichtiger erst einmal zu machen. Ja, Körperschlag, Meteorschlag, ja, wozu? Drachenblitz, eventuell wieder etwas, wo man sage, yo. Drachenhammerangriff. Die Drachenfaust, das ist bereits Ryuken. Ja, schon die Drachenfaust, ja. Deswegen ist vielleicht die Punkte so für die Dinger hier für später aufsparen.
Wenn ich noch auf die hier gehe, die natürlich auch immer sehr, sehr wichtig sind. So kleine Extras einbringen können. Superseitenstufe machen wir auch später. Jo, passt doch. Also als Items, Heillimonade jetzt 9 Stück bereit. Das ist auch schön. Gut. Kann man sagen, Freunde, wir kehren zurück nach Hause. Aber das Story machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon bei 30 Minuten. Und ja, gerade bei Dragon Ball Z denke ich mir so, kürzer Folgen bei so viel Content, oder das lohnt sich schon. Wir sind nach 5 Jahren. Geh nach Hause, melde dich bei Chichi. Das klingt fast so, als hätte er Chichi seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Was ja... Also gut, nee, stimmt auch nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, beim Manga, von Dragon Ball Super Manga, da können es nur ungefähr hinkommen, wobei da waren noch keine 5 Jahre. Nee. Noch nicht ganz, aber trotzdem viel. Jo, geht uns ähnlich, Son Goku. Geht uns allen ähnlich. Also Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.